Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Video. Ihr seht, dieses Video beginnt ein bisschen anders, weil es wird ein für mich sehr spezielles Video. Es bedeutet mir sehr viel, weil ich werde heute Championate, um genau zu sein, 5 Championate mit meinen 5, sagen wir mal, Space Shuttle Pferden reiten. Jedes der 5 Pferde steht für ein Shuttle und unter anderem auch das, das ich da gerade reite, das ihr da auf dem Bild seht. Genau, ja, das heißt ein Pferd, ein Jumpy. Und ich bin gespannt, wie das auskommt. Mir geht es da nicht ums Gewinnen, mir geht es einfach nur ums Thema. Und ich versuche da so sehr ich zu sein wie möglich. Also ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, seid mir nicht böse. Genau, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Genießt es, lehnt euch zurück, holt euch Snacks, etwas zu trinken und entspannt euch. Und viel Spaß beim Video. So, ich werde heute auf dem guten Enterprise oder auch einfach nur Element Price beginnen. Er ist, mit dem reite ich aber kein Jumpy, weil er flog nie in den Orbit, er war nur ein Test-Shuttle. Genau. Er wurde benutzt, um das Gleiten und Landen und so zu testen. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ja. Genau, deshalb werden die Jumpies erst mit den richtigen Pferden geritten. Und das geht noch knapp eine halbe Stunde. Genau, ich habe mich schon seit Tagen so auf dieses Video gefreut, weil es wird mir so viel bedeuten. Und ja. Übrigens, der Name Enterprise wurde von Star Trek-Fans so ausgewählt, weil dort gibt es ja das Enterprise oder so. Ich weiß nicht, ich habe es nie geschaut und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Und ja, genau deshalb heißt auch dieses Pony Enterprise. Oder halt einfach Element Prize, aber das kommt am nächsten an Enterprise ran. Genau, und das Rennen ist gleich zu Ende und somit auch Enterprises, Moment. Genau, gut. Dann sehen wir uns beim Jumpy mit der guten Columbia. Genau, ich werde alle in der korrekten Reihenfolge machen, also Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis und Endeavour. Genau, und Enterprise war der erste der 5 bis bald der 6, wenn man ihn mitzählt. Und ja, dann geht's los mit den Jumpies. Also das hier wäre Columbia. Das war cool Amber, aber das kommt am nächsten an Columbia ran. Genau. Ich bin gespannt, wie ich da abschneiden werde bei diesem Jumpy. Das letzte Morland Jumpy lief nicht so gut. Aber naja, mir geht es ja da nicht ums Gewinnen, sondern einfach nur ums Spaß haben. Genau, und dann sehen wir uns in knapp 25 Minuten wieder. Columbia! Nein, mir macht das nicht, okay? So, gleich geht's los mit dem ersten Jumpy. Das wäre das Moorland Jumpy. Das Moorland Jumpy mit Columbia. Genau, und sie döst da ein bisschen vor sich hin. Schön ausruhen vor dem großen Jumpy. Genau, und dann melde ich mich da mal an. Und dann geht's auch gleich schon bald los. Ich bin jetzt heute bereits schon geritten und wurde Erste. Genau, aber Columbia packt das. Mir geht es nicht ums Gewinnen heute, also jetzt in diesem Video. Mir geht es einfach nur um die Atmosphäre, um alles drum und dran, aber nicht ums Gewinnen. Oder überhaupt irgendeine Medaille. Einfach nur um Spaß zu haben und ein bisschen zu relaxen. Ich mache diesen Jumpy-Marathon absichtlich in der Nacht, weil es passt vom Thema her einfach perfekt zu den Space Shuttles, Space Shuttle Program und alles drum und dran. Genau. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die das Weltall und Star Stable kombiniert. Aber ich meine, warum nicht, oder? Obwohl ich eigentlich nur relaxen möchte, bin ich so nervös.
Mann, diese Jumpies, warum macht denn ein Jumpy-Marathon und nicht ein Rennen-Marathon? So, das erste Jumpy mit meinem ersten Space Shuttle. Komm schon. Also mir geht es wie gesagt nicht ums Gewinnen, sondern einfach nur um Spaß zu haben. Also deshalb, wenn ich verliere, alles fein, alles gut. So. Hoppala. Ganz vorsichtig, Columbia, bitte. So, ich habe keine Ahnung, welche Platzierung ich bin und es ist mir so etwas von egal. Obwohl, ehrlich gesagt nicht, aber ich bin viel zu competitive dafür. Genau. Ich riskiere die Abkürzung nachher. Ich werde es riskieren. Ich glaube, die zweite Schleife oder die dritte habe ich noch gar nicht. Mal Zeit für die. Genau, irgendwie bin ich müde. Ich meine, es ist Mitternacht. Genau, Columbia bitte. Columbia! Was bist denn du für ein Pferd? Okay. Och Mann. Gut, ich glaube, ich werde Zweite, wenn ich den Bus gut mitnehme. Okay, so hat sich jetzt für links entschieden. Okay, Zweite. Ich habe ja gesagt, mir fehlt die zweite Schleife und ich werde Zweite. Gut, ich bin nicht die Einzige, die hängen geblieben ist. Das ist schon mal gut. Also nicht peinlich, wenn nur ich hängen bleibe, weil die anderen sind, wie gesagt, auch hängen geblieben. Also das hast du super gemacht, Columbia. Und beim Sprung, da konntest du nichts dafür. Genau. Das nächste Jumpy wird das Fort Pinta sein und da wird Challenger mit dabei sein. Genau, also auf nach Fort Pinta mit Challenger, einem meiner Lieblingspferde. Und wir fliegen durch die Dunkelheit mit der Hoffnung als Gewicht, lassen Spuren in den Sternen und vergessen euch da unten nicht. Jeder Orbit bringt uns weiter, doch ein Teil bleibt stets zurück. Zwischen Sternen und zu Hause. Okay, da wären wir beim Fort Pinta Jumpy mit Challenger, unserem zweiten Space Shuttle Pferd. Genau, dann übe ich die Strecke noch ein, zweimal und dann sehen wir uns gleich wieder. At first met him. Tschüss. Wow! Der hat ja mal gar nicht mitgenommen, den Boost. Dann melde ich mich dann mal an. Und jetzt heißt es warten. Ich kann nicht mehr absteigen. Warum kann ich nicht absteigen? Hallo, ich würde gerne absteigen. Hallo, ich lebe am Pferd. Hallo. Okay, dann nicht. Bist du bereit, Challenger? Denn es geht gleich los. Wir packen das, okay? Wir gemeinsam. Wir müssen einfach nur ins Ziel kommen, egal ob wir gewinnen oder nicht. So, ich habe vorhin so... Challenger, bitte. Er macht sich einfach selbstständig. Will der einfach links weg, anstatt da lang, wo ich möchte? Die Challenger nicht blöd tun. Danke dir. Perfekt, ich habe aufgeholt. Mir geht's nicht... Mir geht's nicht ums Gewinnen, okay? Mir geht's einfach nur darum, da mit meinen Space Shuttles die Rennen zu machen. So, jetzt kann es sein, dass es richtig unfair wird mit dem Boost. Der ist einfach nur pure Glückssache. Na gut, man sieht, ich hatte Pech. Aber ich bin immer noch an der Spitze. Aber mir ist es im Grunde völlig egal. Der Challenger, du machst das so gut. Du bist so ein tolles Pferd. Ich hab dich so gerne. Genau, ich habe alle meine Space Shuttles gerne. Also meine Space Shuttle Pferde, meine ich. Genau. Tipptopp. Schön concentrated bleiben. Jetzt wäre mir fast mein Schweizerdeutsch durchgerutscht.
vorsichtig. Perfekt, da ist er heute auch schon stehen geblieben, der Gute. Okay, gut, habe ich vorhin so oft geübt, das zahlt sich jetzt aus. Nehme ich mal an. Perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Schaffe ich unter 1,54? Das war vorhin mein Rekord. Ring! Ich versuche dieses Video extra ruhig zu halten, damit es auch schön entspannt bleibt. Ich will nicht wissen, wie knapp das gerade ist. Ich will das nicht wissen. Oh, die anderen sind weit hinten. Yay, ich wurde Erste. Cool, schon zwei Medaillen, 2 Schleifen abgestaubt. Nice. GW, Leute. Ah, das war toll. Gut gemacht, Challenger. Das machst du prima. Richtig gut, mein Großer. Richtig, richtig gut. Nee, du. Gut. Das wäre meine zweite Schleife beim zweiten Jumpy. Gut, dann geht's weiter mit Discovery beim Pony Jumpy. Das hier ist meine gute Discovery, das Vega. Es gibt einen guten Grund, warum ich ausgerechnet das Vega Discovery genannt habe und nicht irgendwie das Gotland Pony oder so. Weil es hat mit meiner Geschichte zu tun. Vega und Discovery gehören zusammen in meiner Geschichte. Ich sage jetzt nicht, was Vega bisweilen Vega 2 genau ist, weil Copyright-Schutz und so, ich möchte nicht, dass jemand diese Idee klaut. Und ja, genau, auf jeden Fall gehört das zusammen und deshalb ist das Discovery. Sie hat mich hierher gebracht. Ohne sie wüsste ich nicht, wie das Leben da unten ist. Sein Blick richtete sich zum Cockpit hoch, als könnte er ihr direkt in die Augen blicken und grinste. Mein ganzes Leben lang habe ich für diesen Moment hingearbeitet und es hat sich gelohnt. Ich hätte nie gedacht, dass es da unten so schön sein kann, Chad. Ich glaube, ich bin zu Hause. Dann willkommen zu Hause, Spaceboy, sagte Chad liebevoll. Chris wandte sich wieder dem Space Shuttle zu, das leise dastand und still zuhörte. Danke, Discovery. Danke, dass du mich sicher hierher gebracht hast. Eine Träne kullerte seine Wange herab. Danke, wiederholte er leise und drehte Discovery den Rücken zu. Während er von der Landung erzählte, merkte er nicht, wie sich immer mehr Besucher hinter ihm versammelten und in einem Halbkreis um ihn herum standen und zuhörten. Beschämt blickte Chris in die Runde und kratzte sich am Kopf. Wortlos stand er da. Da begann jemand langsam zu klatschen. Einer nach dem anderen machte mit, bis schließlich alle mit dabei waren. Chris grinste, während sich weitere Tränen in seinen Augen bildeten. Das war die echteste Führung, die ich je gesehen habe, rief jemand in der hinteren Reihe nach vorne. Andere stimmten mit ein. Ja, die sollten nicht öfter Schauspieler einsetzen, das war fast zu real erzählt. Und wieder applaudierte die ganze Halle. Chris wurde rot im Gesicht, als sich die Gruppe langsam auflöste. Chad klopfte ihm auf die Schulter. Das war super, Spaceboy. Nächstes Mal erlauben Sie dir hineinzugehen. Chris grinste und wischte sich eine Träne ab. Das wohl kaum, seufzte er. Aber das reicht mir. Ich wollte sie nur ein letztes Mal sehen, Chad. Wieder wandte er seinen Blick zum Space Shuttle und grinste. Jetzt denken alle, ich wäre ein Schauspieler. Chad lachte. Vielleicht bist du das auch, der Beste, den es je gab. Nein, sagte Chris leise, ich hab's nur erlebt. Das war ein kleiner Abschnitt aus meiner Geschichte, aus meinem 4. Buch Spaceboy, heißt es. Genau, ich dachte, das passt gerade irgendwie. Und ja, wenn wir schon beim Thema Discovery sind. Sie ist mein Lieblings-Space Shuttle von allen. Vor über 10 Jahren habe ich Hinweise darauf gefunden, dass ich sie damals schon toll fand, so mit 14, 15, 16, als ich so in diesem Alter war. Ich war damals auf einem bestimmten Minecraft-Server sehr, sehr aktiv und habe damals einen Space Shuttle gebaut und an die Tür vom Space Shuttle habe ich hingeschrieben Discovery mit einem Herzchen. Und vor ein paar Tagen
ging ich wieder auf diesen Server nach x Jahren und da war dieses Shuttle und dieses Schild mit diesem Text drauf. Und ich traute meinen Augen kaum, weil ich wusste nicht, dass ich damals Discovery schon so toll fand. Ich kann mich legit nicht daran erinnern. Ich weiß nicht einmal, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin und warum habe ich dieses Shuttle genau Discovery genannt und nicht irgendwie Atlantis oder so. Genau, das hat mich so gefreut. Und ich habe sogar, das klingt jetzt etwas blöd und so, aber ich habe einen Plüsch Space Shuttle namens Discovery. Mein Handy ist schwarz-weiß und heißt Discovery. Mein Vega da in Star Stable heißt Discovery. Genau, ich bin ein bisschen ein Discovery-Fan. Discovery ist somit das dritte Space Shuttle nach Challenger und Columbia, das in den Orbit flog, bisweilen ins All. Ihr erster Flug war, jetzt muss ich schauen, dass ich es nicht verwechsle, 30. August 1984 war ihr erster Start ins All. Sie hatte insgesamt 39 Missionen geflogen. Darunter hat sie das Hubble-Teleskop ins All gebracht, mehrere Satelliten und auch Reparatur oder irgendwas mit der ISS, also der International Space Station, hat sie auch gemacht. Irgendwas damit, ich weiß aber nicht genau was. So weit bin ich noch nicht mit meinem Wissen. Und ihre letzte Landung war am 9. März 2011 bis 11. März, 9. März, also da steht 9. März auf der Tafel, die ich da vor mir habe. Aber ich habe irgendwie gemeint, der 11. März sei es, was sie das letzte Mal gelandet ist. Ich glaube im Februar 2011 war sie das letzte Mal gestartet. Und ja, und im März kam sie dann zurück auf die Erde und wurde dann in ein Museum gebracht. Dort wurde dann Enterprise durch sie ersetzt. Wo jetzt Enterprise ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wo Atlantis und ich glaube Endeavour haben sie auch in ein Museum gestellt. Genau, Atlantis kann man von innen ansehen. Also sie haben da die Decke geöffnet. Wenn das noch so ist, wie ich es damals gesehen habe. Genau, und Discovery steht einfach da. Genau. Aber es gibt Meldungen, dass sie nach Texas umgesiedelt wird. Aber dafür müsste man sie auseinanderbauen und da gibt es zu große Risiken, dass irgendetwas an ihr dann beschädigt wird dabei. Und deshalb ist das noch ein bisschen ein Hin und Her. Kleiner Fun Fact: Discovery war genau 1 Jahr, 22 Stunden, 39 Minuten und 33 Sekunden im Weltall. Um genau zu sein. Genau, und sie ist genau 5830 Mal um die Erde geflogen. Also Erdumrundungen machte sie. Über 5000. Das ist schon extrem viel, aber für das, dass sie über ein Jahr lang im All war, ist es eigentlich schon viel. So, und da haben wir wieder die Star Stable Nacht, die viel, viel zu hell ist, für das, dass da irgendwie kein Mond scheint. Warum liebe ich das Weltall und warum liebe ich Space Shuttles? Ich weiß es selber nicht. Ich mochte es schon immer und ich kann gar nicht mal sagen, warum. Schon in der Schule, als ich noch klein war, durften wir uns ein Thema für den Unterricht wünschen. Und natürlich wünschte ich mir das Weltall. Aber wir bekamen es leider nicht. Stattdessen hatten wir langweilige Themen wie Abfall oder Schlangen, Hunde, solche Sachen, aber nicht das All. Keine Space Shuttles, keine Planeten, gar nichts. Schon ein bisschen enttäuschend, aber naja. Du und Discovery steht vor einem wichtigen Rennen, in der Tat. Da würde ich tatsächlich das machen, um etwas zu üben. Was ich zwar vorhin nicht gemacht habe, aber was soll's? Ich habe mal eine Landung von Discovery angesehen auf YouTube. Und da am Ende wurde dann gesagt, Welcome home Discovery.
Und ich denke mir so, oh mein Gott, wie cute ist das denn? Sie begrüßen das Shuttle, dabei war damit die Crew gemeint und nicht das Shuttle selbst. Und ich so, ach nö, kommt schon, sag doch dem Shuttle Hallo. Und es geht los, VG, VS, schnelle Hufe, euch allen bis derweil, mir und Lucy. Wir sind wirklich nur zu zweit, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wären ein bisschen mehr. Wir packen das, okay? Wir kommen ins Ziel. Das ist gut, Discovery. Let's go! Also wie gesagt, mir geht es nicht ums Gewinnen. Ich mache es einfach just for fun. Weil ich unbedingt mal einen Jumpy-Marathon mit einem Thema machen wollte. Und welches Thema passt da mehr als das Weltall? Bisweilen Space Shuttles. Genau. Da waren Schmetterlinge, richtig schön. Ich höre nebenbei die ganze Zeit Musik, aber ich habe es so eingestellt, dass man im Video selbst nichts hört. Weil ich werde die Musik dann im Nachhinein hinzufügen. Weil dann ist es viel kontrollierter. So, komm schon. Komm schon, Discovery. Komm schon. Komm. Nein, Discovery. Du bleibst bitte nicht stehen, meine Gute. Okay, was war das eben? So, jetzt Vorsicht am Rand entlang. Perfekt. Oh. So, lieb doch. Nein, Discovery, bitte sei so gut. So. Da kommen Ballone. Okay, ich habe einen ordentlichen Vorsprung, das ist schon mal gut zu wissen. Als ob ich da schon wieder Erste werde. Was ist denn heute los? Eieiei. Okay, wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich wirklich schlecht. Dann ist es wirklich kein Skill-Issue. Als ob ich schon wieder Erste wurde. Na gut, bei 2 ist es jetzt nicht sonderlich schwer. Perfekt. GG, gut gemacht. Super Discovery. Das hast du echt toll gemacht. Hast mir eine Schleife geholt. Bis zwei uns. 3 Jumpies, 3 Schleifen. Das ist toll. Gut, dann geht's weiter mit der guten Atlantis beim 4. Jumpy und das wäre das Baroness Jumpy. Was war zuerst da? Liebe zum Weltall oder Liebe zu Discovery? Ich würde sagen, die Liebe zum Weltall war zuerst. Erst war so eine allgemeine Interesse und dann hat sie sich langsam, aber sicher, wie sagt man, spezifiziert, dass sie spezifisch wurde zu Discovery. Das kommt dann erst später, aber ich kann nicht sagen wann, also vor mindestens 10 Jahren. So, it's your time to shine, Atlantis. Let's go. I thought I fell in love with Discovery recently, but it turns out she had been with me all along. Okay, Atlantis macht gerne Tänze. Atlantis ist das 4. Space Shuttle von 5, wenn man Enterprise nicht mitzählt. Und somit ist es auch das 4. Jumpy und somit auch das zweitletzte für dieses Video. Und hoffentlich auch für heute. Ich bin heute echt schon genug Jumpers geritten. Übrigens, das ist eigentlich Schneetänzer. Da ein magischer Araber. Genau. Aber ich finde, im nicht-magischen Zustand sieht sie mehr aus wie ein Space Shuttle von den Farben her. Obwohl Atlantis ist bei mir die einzige, die etwas gräulicher ist als die anderen. So, es geht los. Wir sind zu zweit. Ich und Alice. Genau, dann VG, VS, schnell Hufe, alles zusammen. Komm gut ins Ziel, Alice, und ich ebenfalls. Also mir geht es echt nicht ums Gewinnen, mir ist das so etwas von egal, besonders weil ich das Jumping nicht kann. Rechne ich jetzt nicht damit, dass ich Erste werde, eher, dass ich Zweite werde. Zweite von 2. Aber mir ist das völlig Schnuppe. Mir ist das völlig Sternschnuppe. Meine Sprüche heute wieder. Nein, Atlantis. Bitte. So, genau. Du machst es super, meine Große.
Jetzt hatte ich gerade extrem gute Bodenhaftung. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Lauf, 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 lauf. Perfekt. Und da sollte man möglichst weit drüben bleiben, wegen diesen fallenden Baumstämmen. Wo ich fast getroffen worden wäre. Meine Güte, das wäre was gewesen. Genau. Mal sehen, ob sich all die Jumps bisher gelohnt haben. Ähm, mit den Abkürzungen und alles. Ich glaube, das war jetzt gerade etwas unnötig. Kommt man da nicht auch lang? Genau, da geht es auch lang. Perfekt. So langsam habe ich dieses Jumpy auch im Griff. So langsam wird's was. Ich glaube, da geht es auch lang. Genau. So. Für das, dass ich nicht gut in diesem Jumpy bin ich eigentlich gerade relativ gut dran. Ja, okay, da hätte ich auch abkürzen können. So, jetzt pass auf, Atlantis, okay? Pass einfach auf. Pass auf, pass auf! Atlantis! Oh! Das war knapp. Also ob ich die Goldschleife bei einem Jumpy hole, das ich nicht einmal gut kann. Oh mein Gott, als ob. Oh mein Gott! Ich habe eine Schleife gewonnen gerade, bei der ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals erreichen würde. Eieiei. Atlantis, du warst super. Und da kommt sie. Egal, Hauptsache man kommt ins Ziel, oder? Tipptopp. Lade mir. Okay, schön. Ich habe eine Schleife. Ich hätte nie gedacht, dass ich die jemals haben werde. Die ist toll. Gut, das nächste Jumpy. Hallo? Hallo? Gut, das nächste Jumpy ist Whaledale. Das werde ich dann mit dem letzten Shuttle reiten. Das wäre dann die gute Endeavour. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und somit beginnt das Warten auf das allerletzte Jumpy in diesem Jumpy-Marathon mit Endeavour. Nämlich das Whaledale Jumpy. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe es vorhin ein paar Mal geübt und ich habe 2 von 3 Mal verkackt. Mal sehen, wie das beim Jumpy wird, ob ich alleine bin, ob noch 3 andere da sind, ob noch 10 andere da sind. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und die Antwort bringt die Zeit. Die Zeit bringt die Antwort. Endeavour ist die jüngste von allen Space Shuttles. Ja, ich weiß nicht viel über sie. Ich weiß nicht einmal, wo sie aktuell gerade ist. Also sie existiert noch. Aber ich weiß nicht wo. Unglaublich, wie bereits schon das letzte Jump von diesem Marathon ist. Der ging so schnell um. Ich war doch erst gerade noch in Fort Pinta. Jetzt schon in Whaledale. Unglaublich. Ich habe bisher 4 von 4 Schleifen gewonnen. Also 4 Jumps, 4 Schleifen. Einmal Silber und 3-mal Gold. Und ja, mal sehen, wie das jetzt läuft. Vielleicht werde ich auch gar keine Schleife gewinnen, weil ich irgendwo komplett verkacke. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, aber es geht ja nicht ums Gewinnen, es geht ums Spaß haben. Das sage ich in diesem Video schon so oft. Unglaublich. Aber egal, es ist so. Oh mein Gott, ich bin alleine. Ich bin alleine bei meinem Lieblingsjumpy. Let's go, Endeavour. Wir werden Erste, wenn wir ins Ziel kommen. Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin einfach alleine. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Dass wir das Video mit einem ganz entspannten Jumpy abschließen, in einem entspannten Video. Das ist richtig, richtig toll. Okay, Endeavour, bist du ready? Also, let's go. Es geht gleich los. Ich könnte theoretisch alles im Trab machen, wenn ich das wollen würde. Und ich würde trotzdem gewinnen. Oh je. So, ganz entspannt. Ganz entspannt. Ich habe einen gemeinsamen Moment. Den löse ich aber nach dem Jumpy ein. Was ist das entspannt? Oh mein Gott, wie toll. Siehst du, das wäre jetzt ein Problem gewesen, wenn ich jetzt nicht alleine gewesen wäre. Aber ich bin alleine, also halb so schlimm. Ich muss jetzt keine Angst vor Fehlern haben. Es kann nichts passieren, außer dass ich komplett ein Checkpoint verpasse.
und dann komplett verliere. Das will ich aber nicht. So. Perfekt. Okay, da aufpassen die Rehe. Das war Hirsche. Und auch wenn ich in eines reinreiten würde, wäre es ja nicht schlimm. Ich werde trotzdem mindestens. Meine Güte. So, hepp und hepp. Hepp. Das machst du super Endeavor. Da redet man gerade davon, dass sie super macht und das macht sie dann, sie verschwindet im Boden. Nee, 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 nee. Bin ich froh, bin ich allein, weil sonst hätte ich den ersten Platz nicht abstauben können. Endeavor, bitte. Komm. Okay, ich fahre noch nie so schlecht in diesem Jumpy. Aber mir ist das so etwas von egal. So. Da fällt einfach der halbe Wald auseinander. Aber okay. So, perfekt. Ich hab's gleich. Jui. Und somit kommt auch das Ende des Videos langsam aber sicher näher. Und bin erste. Yay, erste von 1. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Scheint Rückenwitz du nach einem Rennen. Nice. Gut, ich bin 5 Jumps geritten, ich habe 5 Schleifen gewonnen, eine Silber und 4 Gold. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh, voll cute. Genau, und das wäre es auch wieder gewesen. Schade, mir hat das richtig Spaß gemacht, dieser Jumpy-Marathon. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses hoffentlich entspannte Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr Lust habt, dann lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke für eure Unterstützung. Und ja, dann, das war mein Jumpy-Marathon mit den Space Shuttle Pferden. Ich hoffe, ich wiederhole mich, oder? Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Live, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao. Ich wollte nicht das, aber ciao, ciao.